Die Bibel fiel nicht vom Himmel. Sie ist gemacht von Leuten, die wussten, was sie damit erreichen wollten. Die Bibel, wie wir sie kennen, entstand erst 300 Jahre nach Christi Tod. Und der Mann, der ihren Inhalt festlegte, verfolgte mit dieser Festlegung rein weltliche Ziele. Im Jahre 312 hatte Roms Kaiser Konstantin vor einer Schlacht einen Traum. So sagte er zumindest. Dieses Zeichen bringt dir den Sieg. Nach dem Sieg wurde das Christentum geduldet, bald gar zur Staatsreligion. Kaiser Konstantin wollte so sein zerfallendes Reich neu einen. An sich berief Kaiser Konstantin das Konzil von Nicäa ein. 300 der mächtigsten Kirchenmänner seines Reiches legten dort verbindliche Glaubenssätze und Dogmen fest. Das Ziel des Konzils ist die Einheit auf religiösem und auf politischem Gebiet. Nach wochenlanger Debatte einigen sich die Bischöfe. Erstens auf feste Dogmen, zweitens auf den Kaiser als oberste Kontrollinstanz. Kraft seines Amtes sagte Konstantin, Schluss aus, so ist es. Alles wurde damit anders. So auch der Gottesbegriff. Gott schützt den Staat und der sorgt mit Hilfe der Religion für Einheit. Denn Streit und Regieren, das geht nicht lange gut. Kaiser Konstantin nahm sich auch die Evangelien vor. Er sagte, welchen christlichen Kaiser Theodosius wurden sie für Häresie erklärt und ihre Besitzer eingesperrt, teils sogar umgebracht. In diesem Sinne war das Petrus-Evangelium also kein echter Bericht, sondern eine Fälschung. Das freilich legt eine befremdliche Schlussfolgerung nahe. War das Evangelium des Petrus eine Fälschung, dann sind auch die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes gefälscht. Wir wissen nicht, wer es verfasste, aber man schrieb alles Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zu, denn das waren große Namen.